Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem heutigen Abend, der ersten Lesung von Mitani tatsächlich seit Gründung. Auf Kurdisch sagt man Becherati, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich mich im Saal hier jetzt so umschaue, der ja überschaubar ist, denke ich, kennen die meisten Cihan Bedirhan. Und es ist sozusagen eine kleine, vertraute Runde. Nichtsdestotrotz möchte ich ihn kurz vorstellen. Cihan ist Jurist, er arbeitet ehrenamtlich im Bereich Menschenrechte und Minderheitenrechte, ist im Bildungssektor tätig parallel und er ist Kurde, das ist nichts Neues. Gebürtig kommt er aus Afrin und Qamishli, also die Familien kommen eben aus den beiden Orten. Und geboren wurde er tatsächlich in Damaskus, aufgewachsen wiederum in Aleppo. Und Aleppo soll heute auch unser lokaler Schwerpunkt sein, neben Bonn. Das werden wir hören im Laufe des Abends. Er hat sein Jurastudium in Aleppo absolviert und zum Masterstudium ist er dann nach Deutschland gekommen. Cihan hat umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen des internationalen Rechts und der Menschenrechtsarbeit sowie eben im Bildungsbereich. Er ist Mitbegründer des Vereins Yassa e.V. und des Kurdischen Zentrums für Studien und juristische Beratung, einer Organisation, die sich für die Rechte der Kurden einsetzt und eben auch für die Umsetzung der Forderungen letztendlich. Yassa erstellt Berichte und Stellungnahmen für internationale Gremien, wie zum Beispiel die Vereinten Nationen, um auf die Probleme und die Forderungen der kurdischen Bevölkerung in Syrien hinzuweisen. Neben dieser Menschenrechtsarbeit ist Cihan Direktor der Schillersprachschule und des Rheinischen Studienkollegs, die Deutschkurse und Vorbereitungsprogramme für internationale Studierende anbietet, die in Deutschland eben lernen, studieren möchten. Seit 2019 lebt er in Dubai, wo er weiterhin Studierende auf ihrem Bildungsweg unterstützt. Und zudem ist er Autor des Buches Schweineschinken fliegen schneller. Schneller als was? Wir werden es erfahren. Ich hatte erst überlegt, noch einen kleinen Schweineschinken, es wäre dann ein spanischer gewesen, mitzubringen, aber das habe ich mir dann doch verkniffen, denn ganz so klein sind die Schweineschinken nämlich gar nicht. Wenn man einen ganzen Schinken transportiert, dann ist das keine leichte Angelegenheit. Schweineschinken fliegen schneller, Geschichten aus der neuen Heimat. Das Thema Migration und Integration wird aufgegriffen in diesem Buch. Und Cihan gibt uns ganz private, persönliche Einblicke in seine Vita, in sein Leben, zu der Zeit, als er nach Deutschland kam. Dieses Buch ist eine chaotische Orts- und Zeitreise, die geprägt ist von der komischen Hoffnungslosigkeit einer gesamten Generation, der Verwurzelung einer seit Jahrtausenden unterdrückten kurdischen Identität und einer anderen Art der Integration in einer willkommenen und doch fremden Heimat. In dem Buch erfahren wir, und das ist jetzt Inhalt des Klappentextes tatsächlich, dass sich zufällig die Beamten an beiden Orten, also in Deutschland und in Syrien, ähneln. Sie erledigen ihre Aufgaben eher nicht, und wenn sie erledigen, dann nur unter erschwerten Bedingungen. Es hat nämlich ein bisschen was zu fließen, bevor man seinen Pass bekommt oder eine Unterschrift oder einen Stempel. Mit dieser kleinen Ikramie, einer Art Behördenbestechung, läuft die Sache in Aleppo dann etwas anders als in Bonn. Freuen Sie sich auf einen Abend mit Cihan Bedirhan. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Vorstellung, vielen Dank für Mitanis Verein, für die Organisation des Abends. Ich freue mich, dass ihr hier seid und ich freue mich auf die Diskussion auch zwischendurch. Ja, es wird gut werden in einem kleinen Kreis. Lieber Cihan, wenn man den Titel deines Buches liest, hört, Schweineschinken fliegen schneller,
Was hat dich dazu bewogen, diesen Titel zu vergeben? Es könnte ein Arbeitstitel sein, es ist aber ein Buchtitel geworden. Also ich weiß eigentlich gar nicht, wie der Titel mir aufgefallen ist, aber das kommt auch im Buch gar nicht. Also es geht nicht um Schweineschinken im Buch. Nur zu merken, also das Schwein auf dem Buch, das Bild, das ist ein fliegendes Schwein, das ist Glücksschwein auf Deutsch. Das ist eher was Positives. Und als ich nach Bonn kam, ich hatte sehr, sehr viel Glück gehabt, dass alles am Ende doch gut gelaufen ist, obwohl der Anfang schwer war. Und das hat, also dieses Glücksschwein hat mich ein bisschen inspiriert. Aber bei uns Kurden, Schwein wird so in zwei Arten gebraucht oder benutzt. Wir benutzen das Wort Schwein vom Arabisch, Khanzir, als Schimpfwort. Aber wenn wir das auf Kurdisch benutzen, Baraz, ist ein Lob, obwohl das gleiche Tier ist. Ja, also, und da sieht man, dass das gleiche Tier, also ein Schwein, in verschiedenen Kulturen anders bedeuten kann. Und dann habe ich die Idee gehabt, das auch als Titel für mein Buch zu haben, weil man sieht im Buch, dass 2 oder 3 Kulturen, also ich trage die kurdische Identität mit einer arabisch speziellen Kultur aus Aleppo, mit einer deutschen Kultur zusammen. Das sind so 3 sehr unterschiedliche Kulturen oder Identitäten später. Und dann denke ich, mit dem Titel und mit den Bildern drauf hat gut gepasst. Aber natürlich viele Freunde oder Bekannte, die das Buch gesehen haben, warum hast du Schwein benutzt? Hat sogar eine Freundin, habe ich sie erzählt, gesagt, so ein Buch wird nie in mein Haus reinkommen. Ein Schwein ist ein Symbol für Unreinheit bei den Muslimen natürlich. Und dann jetzt habe ich einen Leser dadurch verloren, also mindestens einen Leser verloren, was für mich kein Problem ist. Vielleicht kommen noch ein paar mehr neue Leser dazu. Liest man den Klappentext deines Buches, wird einem relativ schnell bewusst, dass es um etwas sehr Elementares geht, diesen Culture Clash, dieses Aufeinanderprallen der Kulturen, dieser Culture Clash, der so unvermeidlich ist. Denn so lesen wir gleich zu Beginn des Klappentextes schon, man kann nicht nur aus Aleppo kommen, sondern Aleppo wird, wo man auch hinreist, einfach immer mitgenommen. Wie verträgt sich dieses Mitnehmen der Heimat mit dem Ankommen in einer neuen Heimat? Kann Heimat verortet werden? Darf Heimat vielleicht einen Plural haben? Ist Heimat statisch? Oder ist Heimat, wenn man sie nach dem Philosophen Ernst Bloch betrachtet, der Heimat nicht als Raum, sondern als Perspektive gesehen hat, doch nur eine Utopie? Das sind Fragen, die wir, glaube ich, hier nicht unbedingt klären müssen, aber wie verträgt sich dieses Mitnehmen der Heimat, der einen Heimat, Heimat Nummer 1, Erstheimat, wie auch immer, wenn man in die Zweitheimat kommt? Das werden wir heute erfahren, ein Stück weit zumindest. Gian, ich erlaube mir also, Deutschland als eine Zweitheimat, nach der Erstheimat als Zweitheimat zu bezeichnen. Wie vertrug es sich, Aleppo gewissermaßen mitzunehmen? Und was genau bedeutete dieser Satz für dich seinerzeit, als du nach Deutschland kamst? Wir sprechen hier vom Ende der 90er Jahre. Also Aleppo ist ein bisschen sehr speziell in Syrien. Das ist nicht wie irgendeine Stadt in Syrien. Aleppo ist eine Industriestadt im Orient, geprägt von Händlern. Aleppo historisch war eine sehr bekannte Stadt. Und die Menschen in Aleppo, ich denke, Jalal kommt auch noch vor mir aus Aleppo, der ist ein richtiger Aleppiner. Aleppo hat eine eigene Kultur. Die Aleppiner auch unterscheiden sich von allen Syrern in ihrer Sprache, in ihrem Dialekt und in ihren Handlungen. Und wenn man da aufwächst, natürlich kann man diese Kultur nicht einfach wie eine Jacke ausziehen und anderswo hingehen. Diese Kultur oder Erziehung, die man dort bekommen hat, auf der Straße, in der Schule, von den Eltern, wird das einfach mitgenommen. Und dann ist das
für jeden Menschen anders, zu sehen, wie kann ich die neue Kultur annehmen, was kann ich annehmen, was soll ich annehmen. Das sind viele Fragen, die man selber mit sich besprechen muss, um seine neue Identität neu zu formieren. Und das ist ein Prozess, das dauert natürlich sehr lange, nicht ein Jahr, nicht zwei. Ich denke, jetzt wenn ich 98 bis jetzt zähle, sind ungefähr 5 bis 26 Jahre. Ich bin immer noch in diesem Prozess. Was kann ich noch von meinen alten Sitten oder Gewohnheiten abgeben? Was soll ich machen? Was soll ich abgeben? Was muss ich abgeben? Was muss ich behalten? Was kann ich behalten? Und genauso, was kann ich annehmen? Was kann ich auch oder was muss ich annehmen? Das sind Fragen, die wir uns Migranten immer damit beschäftigen. Besonders, wenn man aus einer total anderen Kultur kommt. Wenn man jetzt von Deutschland nach Frankreich umzieht, ich denke, der Prozess ist viel einfacher. Aber wenn man jetzt aus dem Orient kommt, wir sind Kurden, in Aleppo aufgewachsen, also wir haben sowieso 2 Identitäten, da kommt jetzt noch eine dritte Identität dazu. Und der Prozess ist etwas komplizierter und das wird auch etwas länger dauern. Und im Buch habe ich einige Sachen natürlich verarbeitet ein bisschen, also angesprochen quasi und einfach offen gelassen, weil das unterscheidet sich von Person zu Person und nicht von Gruppe zu Gruppe. Also jede Person ist anders. Sehr individuelle Prozesse, ja. Ja. Mhm. Du lebst nun nicht mehr in Deutschland, sondern in Dubai. Hat sich an der Deutung des Satzes für dich etwas geändert in der jetzt wieder neuen Heimat? Ja, Dubai ist anders. Aleppo, auf Aleppo bezogen oder auch auf Bonn bezogen oder generell auf Deutschland bezogen? Ja, also Dubai ist anders. Dubai ist nicht wie Deutschland. Also wenn man nach Deutschland kommt, tatsächlich hat man eine neue Heimat. Weil Deutschland bietet dir sehr viele Sachen an und bist du nach einer kurzen Zeit einer von den Einheimischen. Ja, du kriegst in meiner Zeit nach 8 Jahren die Staatsbürgerschaft, jetzt in 5 Jahren, manchmal in 3 Jahren. In Dubai gibt es Menschen, die über 100 Jahre dort leben und haben keine Staatsbürgerschaft bekommen. Also du wirst nie ein Teil der Gesellschaft dort, denn du gehst zu Dubai und das sagt der Ruler von Dubai auch. Dubai ist eine Firma, also Dubai ist eine Company, an einem der CEO. Es gibt auch ein Buch, was er selber veröffentlicht hat, auch in dem Bereich. Also Dubai ist eine Firma und ich bin der Chef der Firma. Das heißt, du gehst nach Dubai, du gehst zur Arbeit, du arbeitest, dann kommst du zurück nach Hause. Ja, das heißt, Dubai wird nie zu Hause, für mich und für Millionen anderen sein, sondern nur eine Arbeit. Ich bin auch tatsächlich nur wegen meiner Arbeit nach Dubai, das ist keine Auswanderung, also würde ich sagen, einfach gegangen, um Arbeit zu erledigen und ich bin dann zurück nach Hause. Nach Hause dann komme ich nach Bonn, also für mich nicht ganz Deutschland, aber Bonn ist mein Zuhause. Ich glaube, Bonn ist ein überschaubares Zuhause. Ja, heimelig, sehr schönes am Zuhause. Rhein gelegen, ja. 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 Als du damals nach Deutschland kamst, hast du, also 98 aus Aleppo, hast du da ein bestimmtes Lied mitgebracht und das dir vielleicht heute noch im Kopf rumschwirrt, das du immer noch hörst, wo so richtig intensive Gefühle aufkommen? Ja, also Aleppo ist die Stadt der Musik. Eben. Ja, und die Aleppiner sind sehr bekannt in ihrer eigenen Musik. Also es gibt extra eine Aleppo-Musik. Aber für uns Kurden hat uns was anderes geprägt, weil wir waren in Syrien unterdrückt. Unsere Sprache war verboten, unsere Identität war verboten. Und die Zeiten der 90er und vielleicht der 80er, wissen die älteren Kurden, Shovan Perwer hat die Musik dominiert in der Zeit. Das ist ein kurdischer Sänger, hat hauptsächlich über Liebe und Kurdistan gesungen. Und für mich bis heute, wenn ich mal so laufe, es ist ein sehr einfaches Lied mit einem sehr einfachen Text, jetzt so ein bisschen übersetzt. Wo sind meine Felder, wo sind meine Blumengärten, wo ist mein Kurdistan, die Feinde haben uns alles weggenommen. Das Lied bleibt bei mir oder ist bei mir seitdem immer hängen geblieben. Plus natürlich andere Lieder, arabische von Sabah Fakhri, die wir sehr oft gehört haben. Ja.
Shimon Perver ist ja heute auch noch sehr beliebt. Also er tritt nach wie vor auf. Und ich glaube, die Themen haben sich auch gar nicht großartig verändert. Kurdistan und Liebe. Genau. Ja, Dem Genre ist er treu geblieben. Ja. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns nun abtauchen in das Bonn der späten 90er Jahre, die Jahrtausendwende, in der nicht nur in Syrien eine gewisse Aufbruchsstimmung herrschte, auch politisch, sondern auch in Deutschland. Millennium, wer weiß, was jetzt kommt nach 2000. Lassen Sie uns hören, wie es Cihan zu jener Zeit ergangen ist. Wir werden staunen. Also ich werde einige Passagen vorlesen. Wir hatten so uns geeinigt, dass ich ein Stück lesen werde und dann können wir darüber etwas reden und dann schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Im Buch, da sind verschiedene Themen oder verschiedene Titel, die ich ausgewählt habe. Sehr oft Titel von der Sprachschule oder der Universität oder Fabriken, wo ich gearbeitet habe. Ich musste mein Studium selber finanzieren und dann habe ich gearbeitet und natürlich mein Leben und Studium in Bonn selber finanziert, plus Geld dann nach Hause geschickt. Und so war ich in der Bonner Fabrikengesellschaft sehr, sehr integriert. Aber das fängt bei mir an beim Sprachkurs, weil ich direkt nach 3 Monaten nach meiner Ankunft mit dem Sprachkurs angefangen habe an der Universität Bonn. Und hier geht es um den Einstufungstest. Endlich kam der Tag, an dem ich den Einstufungstest für meinen Sprachkurs schreiben sollte. Ich hatte mich nicht richtig vorbereitet, da ich ohnehin von Null an beginnen müsste. Ich hatte vor meiner Reise nach Deutschland ja lediglich einige Lektionen Deutsch mit meiner Schwester gelernt. Sie war Anglistikstudentin an der Universität Aleppo, hatte als weitere Fremdsprache Deutsch gewählt und in einem Lehrbuch 5 Lektionen gelernt. Diese 5 Lektionen brachte sie mir dann vor meiner Reise teilweise bei. Man sagte mir damals, dass ich meine Chancen auf ein Visum erhöhe, wenn ich etwas Deutsch sprechen kann. Für meine Zulassung rief mich damals mein Cousin aus Deutschland an und sagte, dass er von mir schnell eine Teilnahmebescheinigung über 700 Unterrichtsstunden Deutsch Sprachkurs bräuchte. Ansonsten bekäme ich keine Zulassung und könnte Syrien nicht verlassen. Das bedeutete für mich, dass ich für 2 Jahre oder vielleicht auch mehr zum Militärdienst gehen muss. Keinen Militärdienst machen zu müssen, war einer der wichtigsten Gründe für mich, ins Ausland zu gehen. Am nächsten Tag fuhr ich deshalb mit 2000 Lira in der Tasche ins Zentrum von Aleppo, um nach Sprachinstituten zu suchen. In Al-Menschia und in Al-Azizia gab es einige. Es dauerte nicht lange, bis ich ein Schild sah. Institut Al-Amal. Natürlich, den Namen habe ich geändert. Jalal, du kennst den Institut. Institut Al-Amal, die Hoffnung für Sprachen, stand darauf. Und darunter waren viele Sprachen aufgelistet, darunter Almani, also Deutsch. Ich ging in das schöne alte Gebäude und nahm die Treppe zur 2. oder 3. Etage. Ich hatte Glück, dass der Direktor des Sprachinstituts anwesend und auch nicht sonderlich beschäftigt war. Ich begrüßte ihn höflich, stellte mich vor und sagte, dass ich mich über seine Deutschkurse informieren möchte, da ich zum Studium nach Deutschland will. Er kam mir damals sehr höflich vor. Vielleicht weil er etwas heller, also nach meiner damaligen Einschätzung blond war und einen schicken hellblauen Anzug trug. Er informierte mich über die Kursstufen und was diese kosten würden. Die Preise lagen natürlich weit über meinem Budget und außerdem brauchte ich die Bescheinigung viel schneller. Er hätte mir zu diesem Zeitpunkt auch gar keinen Deutschkurs anbieten können, sondern ich hätte warten müssen, bis er eine Gruppe zusammenstellen konnte, ehe ich startete. Ich weiß auch gar nicht, ob er wirklich jemals Deutschkurse angeboten hat. Ich sagte ihm, dass ich leider nicht lange warten konnte. Ich brauchte die Bescheinigung über die 700 Stunden schnellstmöglich und legte mein Geld auf den Tisch. Diesen Trick brachte mir ein alter aleppinischer Händler in Medina von Aleppo bei.
Er meinte damals, du musst deinen Verhandlungspartner das Geld zeigen und ihm die Hoffnung geben, dass er es gleich besitzen kann. Er muss sich lediglich etwas beim Preis oder bei Warenmenge bewegen. Zeige ihm das Geld und lege es in seiner Sichtweise, aber trotzdem nahe an deinen Körper, um deine Macht über das Geld zu zeigen. Nimm die Zeit bei jeder Verhandlung und erwähne andere Konkurrenten, zu denen du aber nicht mehr gehen willst, weil du den Deal lieber hier und jetzt abschließen möchtest. Lächel und schaue ihn direkt in die Augen, gib ihm Hoffnung und biete ihm mit deinen Blicken deine ewige Freundschaft an. Wenn er zustimmt, fass ihn an oder schüttel ihm die Hand als Symbol für den Kaufabschluss. Ich versicherte den Schuldirektor ab und zu vorbeizuschauen, um mich über den Start des Kurses zu informieren und dann teilzunehmen. Ich versprach ihn außerdem, viele Kurden aus Aleppo über seine Kurse zu informieren. Er gab mir die Bescheinigung und bat mich, niemanden den Preis zu nennen. Er hätte sowas noch nie gemacht und würde es für diesen Preis auch nie wieder tun. Wie versprochen, nannte ich jedem seine Adresse, der eine solche Bescheinigung brauchte. Den Preis gab ich wie versprochen nicht weiter. Ich empfahl lediglich jedem zu versuchen, für diese Bescheinigung bei einem Betrag zwischen 1500 und 2500 Lira zu bleiben. Ich bat auch jeden, mir den erzielten Preis zu nennen, wenn er der Schuldirektor nicht um die Diskretion gebeten hatte. Ich musste an diese Bescheinigung aus Aleppo denken, als ich das Ergebnis meines Einstufungstests in Bonn erhielt. Ich wurde aufgrund meines Ergebnisses in die Mittelstufe 1 eingestuft. Mein Niveau war eigentlich viel niedriger und nicht mehr als Grundstufe 1 wert. Der gesamte Einstufungstest war eine Nullnummer für mich. Vor der Tür wollten sie mich zunächst nicht reinlassen, obwohl ich früh genug da war. Die Frau glaubte mir bei der Identitätsprüfung nicht, dass ich die Person im Pass war. Sie dachte, dass ich die Prüfung für eine andere Person schreiben würde. Sie sollte selbst aus meinen schlechten Deutschkenntnissen schließen können, dass ich nicht die beste Wahl für einen Prüfungsbetrug war. Und hier erstmal. Wunderbar. Wer einen Integrationskurs hier in Deutschland besucht hat, der weiß, wie man sich da fühlt in so einer Situation. Ich habe allerdings schwitzige Hände bekommen, als ich über das Handeln las, also dieses Markthandeln, Basarhandeln. Meine Erfahrungen sind keine guten gewesen. Ich kann das nicht als Bio-Deutsche. Das ist etwas, was ich mir zu gerne abgucken wollen würde. So zu handeln, wie Orientalen es tun. Ja, in Aleppo sagt man, wir bekommen das mit der Muttermilch. Oh, wunderbar. Die hätte ich auch gern. Die hätte ich auch gern. Handeln und bestechen. Also beide kommen zusammen. Ja, super Kombination. Ja, die Deutschen können das alles nicht. Wir lernen, ja. Assimilationsprozess in alle Richtungen, ne? Genau. Richtig. Magst du zu deinem nächsten Kapitel übergehen? Ja. Ich lese Ausländer am Beul. Ja, ist das so? Nee, Asflor in Ende Oh, nicht. Verzeihung. Ja, das haben wir ja. Also dann war ich später natürlich an der Universität. Ich habe meinen Sprachkurs beendet. Damals waren DSH-Prüfungen, habe ich irgendwie bestanden. Und dann habe ich mit dem Jurastudium angefangen. Und dann hier auch was über die Zeit. Die andere Vorlesung in Bonn war über ein Abkommen zwischen den europäischen Staaten, wie sie die Menschenrechte in ihren Ländern und auch vielleicht anderswo respektieren und fördern müssen. Ich nahm auch sehr gerne an dieser Vorlesung teil, denn zu dieser Zeit war erkennbar, dass Deutschland sich eher europäisch orientiert, die D-Mark abschaffen wird und die neue gemeinsame europäische Währung einführen werden wird. Das einzige Problem bei dieser Vorlesung war für mich, dass der Professor ein Österreicher war. Bei der ersten Vorlesung dachte ich, ich wäre in einem falschen Hörsaal. Ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt nicht, dass man in Österreich nicht Österreichisch spricht, sondern Deutsch. Und ich wusste nicht, dass ich mit meinen Deutschkenntnissen keinen österreichischen Professor im Juridikum verstehen würde. Wie viele Sprachen muss ich noch lernen, um ein Studium abzuschließen, dachte ich.
Wir Kurden in Syrien müssen erstmal Arabisch lernen, um überhaupt in die Schule zu kommen. Kurden in Syrien sprechen ihre Muttersprache, und zwar Kurdisch. Kurdisch war aber in den Schulen verboten. Also haben wir den Unterricht auf Arabisch besucht. Kurdische Kinder, die in den arabischen Städten aufwuchsen, konnten schon vor der Schule Arabisch sprechen und verstehen. Und es war für sie einfach, in der Schule mitzukommen. Es gab aber auch in den Städten Kurden, die trotzdem zu Hause und auf der Straße nur Kurdisch sprachen. Diese wiederum hatten ein Problem mit der Sprache, wenn sie eingeschult wurden. Kurden in der kurdischen Region Nordsyriens sprachen hauptsächlich Kurdisch und nicht Arabisch. Für sie war es fast unmöglich, die Regelschule bis zur 6. Klasse mit Erfolg abzuschließen. Wenn man in den größeren kurdischen Städten einen arabischen Nachbarn hatte oder vielleicht assyrische Nachbarn, mit denen man auf Arabisch sprechen konnte, hatte man Glück und lernte Arabisch noch vor der Einschulung. Trotzdem hatten einige Kinder Pech gehabt, wenn die anderen arabischen oder assyrischen Kinder Kurdisch lernten und die gemeinsame Spielsprache dann Kurdisch war. Wir in Aleppo sprachen Aleppinisch auf der Straße. Das war kein richtiges Arabisch, hatte aber trotzdem in der Schule gut geholfen und wurde nicht wegen des schlechten Arabisch in der Schule von Mitschülern oder Lehrern gehänselt oder ausgelacht. Um gut Arabisch lernen zu können, haben meine Eltern mich früh in einen Kindergarten, der zu einer Moschee gehört, geschickt. Mein Vater brachte mich jeden Tag zum Kindergarten und damit ich nicht weine, kaufte er mir jeden Tag eine Banane, die später zu einer Traumspeise für die Syrer geworden ist. Im Kindergarten lernten wir religiöse Lieder, Hadith des Propheten Muhammad und Koranverse auswendig. Wir lernten auch dort das Lesen und Schreiben sowie Rechnen. Das hat mir später geholfen, die 1. Klasse in der Schule zu überspringen und für immer meine Noten im Fach Religion auf gutem Niveau zu halten. In Arabisch war ich auch einer der besten Schüler meiner Klasse. Ab der 7. Klasse fingen wir an, Englisch zu lernen. Das Fach Englisch war im Allgemeinen in Syrien vernachlässigt. Wir haben Englisch gelernt, um die Prüfung zu bestehen und nicht um richtig Englisch zu beherrschen. Es ist bekannt unter den Arabern, dass die Syrer sehr gut im Arabisch sprechen und die Grammatik der Sprache kennen, aber schlecht im Englischen sind. Trotz meiner guten Noten in Englisch konnte ich nicht eine einfache Konversation auf Englisch führen. Auch wenn wir von der Schule blau machten und ins Kino gingen, konnte ich keine Schauspieler in den amerikanischen Filmen verstehen. Ich musste immer die arabische Übersetzung mitlesen. Deutsch zu lernen hat viel schneller funktioniert und mein Deutsch war sehr schnell, viel besser als mein Englisch, obwohl ich Deutsch in einer sehr viel kürzeren Zeit lernte. Meine Deutschkenntnisse haben aber nicht ausgereicht, um den österreichischen Dozent an der Juristischen Fakultät in Bonn für das Fach Europarecht zu verstehen. Als ich das Frau Dr. Engel erzählte, lachte sie. Sie versicherte mir, dass der Dozent Deutsch spricht. Ich müsste nur gut zuhören, wenn er spricht, und ich würde ihn verstehen. Ihr Vorschlag war, dass ich ihn auch darauf ansprechen und ihm sage, dass ich ihn nicht gut verstehe. Vielleicht könne er mein Problem lösen. Tatsächlich tat ich dies bei der nächsten Vorlesung. Nachdem er seine Vorlesung beendete, ging ich zu ihm nach vorne, stellte mich vor und sagte ihm, dass ich ein ausländischer Magisterstudent bin. Ich merkte auch, dass er mein Gesicht schon durch meine vielen Fragen kannte und vermutlich auch, weil ich immer ganz vorne saß. Ich erzählte ihm kurz, dass ich meinen Magister im Bereich der Menschenrechte schreiben möchte und dass mich seine Vorlesung sehr interessiert. Das einzige Problem bei seiner Vorlesung sei für mich, dass ich sein Deutsch nicht gut verstehen kann. Er lachte und sagte mir, dass er wie ich kein Deutscher ist. Er versprach mir, bei den nächsten Vorlesungen langsamer und mit weniger österreichischem Akzent zu sprechen. Der syrische Reisepass, willst du uns was über den erzählen? Oh ja. Ein unliebsames Kapitel. Ich sehe schon Kopfschütteln, ja. Hast du auch ein Problem mit dem Pass? Mein syrischer Pass war immer schon ein Problem gewesen und hatte mir bislang nur Schwierigkeiten bereitet. Schon seine Beantragung war ein Problem.
Ich musste zur Auswanderungs- und Reisepassbehörde in Aleppo fahren, um den Pass zu beantragen. Dort forderte man mich auf, eine Bescheinigung von der Militärdienstbehörde vorzulegen. Ich war schon einige Male bei dieser Behörde gewesen. Zuletzt brauchte ich von dort eine Bescheinigung, um mein Abschlusszeugnis von der Universität Aleppo zu bekommen. Ich hatte den Beamten schon kennengelernt und ihn erfolgreich bestochen. Jetzt wusste ich, dass ich immer zu ihm gehen konnte und jede Bescheinigung von ihm bekommen würde. Ich musste nur mit ihm verhandeln, wie viel welche Bescheinigung kosten würde. Er hatte mir versprochen, mir zu helfen und sagte damals, ich sei wie sein Sohn. Ich nahm ein Taxi von der Auswanderungs- und Reisepassbehörde, die in der Nähe von der Aleppo-Zitadelle liegt, zur Militärdienstbehörde in Arior. Tatsächlich, als mein Beamter mich sah, freute er sich und begrüßte mich herzlich. Ich erinnerte ihn an meine Geschichte und meinen Namen. Natürlich kenne ich dich und ich weiß, wie du heißt, lächelte er mich an. Ich sagte ihm, dass ich eine Bescheinigung brauche, um einen Reisepass zu beantragen. Kein Problem, sagte er und stellte mir die Bescheinigung aus. Dafür hatte er nur eine ganz geringe Summe genommen. Es gab keine Zeit mehr, am selben Tag zur Auswanderungs- und Reisepassbehörde zurückzufahren. Am nächsten Tag fuhr ich hin, beantragte problemlos den Reisepass und musste lediglich eine kleine Ikramiyya zahlen, eine Art Behördenbakschisch. Als ich einige Wochen später den Reisepass abholte, wollte der Sachbearbeiter nochmal Geld von mir haben. Ich erinnerte ihn, dass ich ihn schon bei der Beantragung gezahlt hatte und deshalb nun nicht mehr zahlen wollte. Kein Problem, sagte er. Das ist nicht obligatorisch. Es liegt an dir, ob du was zahlen möchtest, erklärte er mir freundlich. Ich nahm den Reisepass von ihm und sagte, ja, beim nächsten Mal dann gebe ich dir. Warte, sagte er und schaute mir etwas länger und näher als üblich ins Gesicht. Ich muss mir dein Gesicht für das nächste Mal merken, sagte er und lächelte. Ich lachte zurück. Im Taxi öffnete ich den Reisepass, las meinen Namen und weiteren Informationen über mich. Dann bemerkte ich, dass auf einer Seite der Länder vermerkt waren, die ich bereisen durfte: Saudi-Arabien, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate und die Transitländer. Das war für mich auch zuerst kein Problem, denn ich brauche nur eine Passkopie, um sie mit meinen anderen Unterlagen nach Deutschland zu schicken, um die Universitätszulassung von dort zu bekommen. Erst als ich meine Zulassung bekam und begann, mich für den Visumsantrag vorzubereiten, müsste ich diesen Satz im Reisepass ändern lassen. Dafür musste ich nochmal zur Militärdienstbehörde und mir vorher eine gute Geschichte ausdenken. Später, als ich die Zulassung aus Deutschland bekam, musste ich Deutschland als Reiseland in meinen Reisepass hinzufügen lassen. Ich fuhr zu meinen Beamten bei der Militärbehörde und sagte ihm, dass sie meinen Vertrag in den Vereinigten Arabischen Emiraten kündigten. Es hat hier alles sehr lange gedauert und sie konnten nicht auf mich warten. Nach all diesen Bemühungen und Geldverlust hat es am Ende doch nicht geklappt. Was willst du jetzt denn machen? Fragte er besorgt. Meine Verwandten in Deutschland haben von meiner Geschichte mitbekommen und würden mir helfen, nach Deutschland auszuwandern. Ich werde es versuchen, obwohl ich nicht glaube, dass ich am Ende das deutsche Visum bekommen werde, sagte ich verzweifelt. Ich holte meinen Reisepass raus und zeigte ihm die Seite mit der Länderliste und ich zeigte ihm die Seite mit der Länderliste. Ich brauche auf dieser Liste auch Deutschland und ich hoffe, du hilfst mir, sagte ich ihm bittend. Natürlich werde ich dir helfen, sagte er. Ich hatte dir versprochen, dir zu helfen und das werde ich tun. Allerdings würde dich das dieses Mal 5000 Lira kosten. Er bot mir eine Tasse Tee an, wir sprachen darüber und einigten uns am Ende auf 3000 Lira. Ich hatte das Geld schon dabei und gab ihm die Summe, nachdem er mir eine Bescheinigung gab, mit der ich beantragen konnte, Deutschland als Reiseziel in meinem Reisepass hinzufügen. Danke. Da ist sie wieder, die Ikramiyya.
Backschisch, genau. Bacalada auf Spanisch. Bacalada. Bacalada. Wsiatka auf Russisch. Warum haben diese Sprachen dieses Wort? Fragezeichen. Schmiergeld auf Deutsch. Schmiergeld bei der Passbeantragung? Nee, kennen wir hier nicht. Ganz schön abenteuerlich. Also in Syrien muss man für jede Sache, die bei irgendeinem Beamten ist, bezahlen. Das ist schlecht und gut. Schlecht, weil man viel Geld zahlen muss. Gut, weil sie alles für dich machen würden. Es entsteht Also, trotzdem eine Verbindlichkeit, ne? Es gibt Ja. keine Nein in Syrien. Ja. Man bekommt am Ende alles. Du musst nur Geld haben. Problem hast du nur, wenn du kein Geld hast. Dann bekommst du gar nichts. Der Visumsantrag? Ja, Hören das ist wir der was davon? letzte Ja, Kapitel. spannend. Also ich hatte dann alle meine Unterlagen mit viel Mühe, Bestechungen und Verfälschungen am Ende doch bekommen. Rasierklinge im Reisepass. Weggekratzt, einfach was weggekratzt, was handschriftlich drüber geschrieben. Weil also meine Unterlagen von der Uni gaben sie mir nicht ohne eine Bescheinigung von Militärbehörde. Dann musste ich einen Vertrag fälschen und damit natürlich meine Unterlagen bekommen. Habe sie nach Deutschland geschickt, die Zulassung bekommen. Und auch wieder Deutschland in das Pass eingefügt und so weiter. Und dann bin ich dann nach Damaskus gefahren, um ein Visum, also das Visum zu beantragen. Ja. Wir warteten ungefähr 1,5 Stunden und die Zahl der Menschen hatte sich bis dahin vervielfacht. Wir waren mittlerweile ungefähr 300 Menschen, als uns die Soldaten auf einmal per Handzeichen zu verstehen gaben, dass wir runterlaufen können. Also runter zur Botschaft. Wir liefen runter wie eine Herde Schafe. Nach einigen Schritten begannen einige etwas schneller zu gehen und steckten andere damit an. Dann begannen einige zu rennen und dann ging's los. Alle rannten sehr schnell und die Soldaten riefen uns hinterher, langsam, langsam, alle in der Schlange bleiben. Ich schaute mich im Laufe nach der vermeintlichen Schlange um und musste wie viele anderen Rennenden auch lachen. Der Sicherheitsmann an der Botschaftstür rief ebenfalls, langsam, langsam, ließ einige Personen durch und stoppte dann den Rest. Er zog die Tür hinter sich zu, sagte durch die Gitter, bitte alle hier warten, und ging rein. Der Mann, der oben auf meine Fragen geantwortet hatte, war schon drin. Er war einer von denen, die das Laufen und dann auch das Rennen angefangen hatten. Ich wusste Bescheid. Er wusste Bescheid, hat mir aber nicht von dieser Sache erzählt. Er wollte wohl keine Konkurrenz erzeugen. Soldaten kamen und befahlen uns, eine Schlange entlang der Botschaftsmauer zu bilden. Natürlich wollten alle vorne in der Schlange stehen und keiner wollte nach hinten. Deshalb kamen die Soldaten in die Menge gelaufen, sie pressten und schubsten die Menschen nacheinander in eine Reihe. So bildeten sie eine Schlange. Sie brüllten uns an und drohten, wer die Schlange verlässt, darf heute nicht mehr in die Botschaft rein. So blieben wir alle in der Schlange stehen. Wir warteten ungefähr 3 Stunden in der Schlange, bis der Sicherheitsmann der Botschaft wieder rauskam und uns sagte, dass wir heute nicht mehr drankommen würden. Wir sollen morgen kommen und es erneut versuchen. Einige verließen die Schlange sofort und einige blieben noch etwas. Ich wartete noch eine Stunde, entschied mich dann erst zu gehen und morgen wieder zu kommen. Ich fragte den Sicherheitsmann, ob mein heutiger Termin auch morgen noch gelte. Ja, du kannst jeden Tag kommen, kein Problem, sagte er. Also ich habe gar keinen Termin? Doch, dein Name ist bestimmt drin registriert. Aber wenn du heute nicht rangekommen bist, kannst du es morgen oder übermorgen erneut versuchen. Es nervte mich, dass jeder hier von Versuchen redete. Auf keinen Fall würde ich Damaskus verlassen, ohne meine Unterlagen bei der Botschaft abzugeben und das Visum beantragt zu haben. Ich hatte ja noch einige Monate Zeit.
also einige Monate vor Militärdienst. An diesem Abend versuchten wir über Bekannte und wiederum Bekannten von Bekannten einen Termin bei der Botschaft zu bekommen. Wir wollten einen Termin haben, der uns tatsächlich reinbringt. Wir wollten keinen Termin wie meinen heutigen, der uns lediglich erlaubt, zu versuchen, reinzukommen. Wir hatten einige Versprechungen bekommen, es in den nächsten Tagen zu versuchen. Vielversprechend war das für mich aber auch nicht. Am nächsten Morgen fuhren wir mit dem Taxi sehr früh nochmal zur deutschen Botschaft. Wir stiegen bei den Soldaten aus und ich stand an der Ecke, die am nächsten zur Botschaft lag. Ich sprach mit niemandem und konzentrierte mich auf den Zettel mit den Fragen, die ich von Dr. Abdurrahman bekommen hatte. Ich wiederholte sie immer wieder. Heute waren scheinbar noch mehr Menschen als gestern da. Und ich machte mir schon Sorgen, wie das Reingehen laufen wird und ob ich heute es schaffen würde. Ich hatte mehr Zeit als genug, um alle Fragen mehrmals durchzugehen und sie fast auswendig zu lernen. Irgendwann bewegte sich der Soldat und sagte uns, dass wir runtergehen können. Er warnte uns davor, zu rennen und den Ruf Syriens zu beschädigen. Bestimmt dachten viele wie ich, dass der Ruf Syriens und der Syrer bei solchen Menschenmassen vor den Botschaften schon längst beschädigt war. Wir wollten doch nur ein Visum, um aus diesem Land rauszukommen. Danke. Gian, deine Aufregung zu jener Zeit ist mit den Zeilen durchaus nachzufühlen. Ja. Wie geht es dir, wenn du heute einen Reisepass beantragst? Oh, sehr Kommt einfach. dieses Gefühl trotzdem manchmal noch hoch? Also ich hatte 6 Jahre meinen syrischen Reisepass noch in Deutschland gehabt und das musste ich immer in Berlin bei der Botschaft verlängern. Das ging eigentlich mit wenigen Problemen, aber ich konnte es immer verlängern. Aber am Ende habe ich ich denke 2004 oder 2005 den deutschen Reisepass bekommen. Das ist dann ab da natürlich sehr einfach. Man geht einmal ins Stadthaus, Zettelchen, hat Nicht man in eine Berlin. Wartenummer. In Bonn, also deswegen sage ich, Bonn ist meine Heimat. In Bonn geht alles einfach. Bürgeramt, Termin in Berlin? Ja, ich sehe schon die Gesichter. Katastrophe. Ja, in Bonn haben sie das besser gelöst, denke ich. Also man kann einen Online-Termin bekommen im Voraus. Man kann jeden Morgen aufstehen und schauen, ob welche Termine freigegeben werden. Dann hat man auch einen Termin. Oder man geht dahin und dann kriegt man dort sofort einen Termin. Also man geht rein. Das ist sehr einfach. Man geht dorthin und bekommt sofort einen Termin. Es Ja. ist unvorstellbar für Berlin. Das war auch so in Bonn, aber Ja. ich musste jetzt neulich dahin und das hat sehr gut funktioniert. Es gibt Städte, in denen es funktioniert. Das ist schön zu hören. Ja, aber wir haben gesehen, wie das in Syrien ist. Ja. Ja. Heimat. Ankommen in der neuen Heimat, Zweitheimat, Drittheimat streichen wir ja jetzt. Wir haben es ja gerade gehört, Dubai kann keine Heimat sein. Vielleicht höchstens eine Herzensheimat. Kann Heimat verortet werden? Ist das der Ort, den man mitnimmt? Hier, hier, hier. Ist sie statisch? Darf Heimat einen Plural haben? Ich glaube ja. Das ist eine Frage, die wir, denke ich, mit Ja beantworten können. Vielleicht könnte ich was dazu sagen. Bitte. Also natürlich, wie man seine Heimat definiert, ist sehr individuell. Jeder macht Ja. das anders. Also ich denke, jeder, der eine Regel dafür schreibt oder sagt, gilt nicht für alle. Ja, jeder kann das für sich entscheiden. Für mich ist es so, dass also in meiner Kindheit, wie gesagt, wir sind immer ins Dorf gefahren, wo mein Vater, meine Familie herkommen, in Afrin, in die Berge. Und da war ein Riesenhaus von meinem Großvater und die hatten Pferde und Esel und Hunde und Schafe und Ziegen. Wir sind in die Berge gelaufen. Obwohl ich in Aleppo aufgewachsen bin, aber meine Heimat war in der Zeit, wir waren 1-2 Monate im Dorf. Also mein Dorf war meine Heimat, aber auch Aleppo war meine Heimat. Also beide waren gleichzeitig für mich Heimat. Ja, das ist genauso, wenn man jetzt zwischen Vater und Mutter entscheiden muss. Kann man nicht. Ne? Man kann nicht sagen,
ich mag meine Mutter mehr oder meinen Vater. Das haben wir als Spiel in Aleppo gehabt, um die Kinder zu ärgern. Liebst du deine Mutter mehr oder deinen Vater? Und egal welche Antwort man gab, haben wir über ihn gelacht. Weil egal welche Antwort wäre falsch, wenn man wählt. Also man muss gar nicht wählen. Man kann 2, man kann 3, man kann 4 Heimaten haben. Man kann mehrere haben. Da ist ja der Plural, ja. Und als ich nach Bonn kam, also wie gesagt, jetzt Berlin ist nicht meine Heimat. Ich mag Berlin, aber für mich Bonn ist meine Heimat. Also ich verbinde das eher mit dem kleinen Ort, wo man sich wohlfühlt. Ja, also ist für mich das Wohlfühlen und natürlich lange da leben. Oder die Ursprung ist auch eine Heimat. Also für mich mein Dorf, ich habe da nicht gelebt, aber ist meine Heimat, weil es mein Ursprung. Und wenn ich mein Dorf besucht habe in den Bergen, habe ich mich sehr wohl gefühlt. Dann war das für mich Heimat. Und bis heute vermisse ich mein Dorf, wo ich nicht aufgewachsen bin, aber es ist mein Dorf. Und Aleppo, ein Stadtviertel von Aleppo ist meine Heimat, wo ich gelebt habe. Aleppo, wie gesagt, ist eine 3 Millionen Stadt und man kennt nicht ganz Aleppo. Aleppo bewegt man sich immer in einem Radius von vielleicht weniger als Viertel der Stadt. Und dieser Viertel oder dieser Radius, wo man sich bewegt, das kann man für sich als Heimat definieren. Und natürlich aus Deutschland, zum Beispiel Köln ist neben Bonn. Ich mag Köln gar nicht, also die Stadt Köln mag ich nicht. Und ich fühle mich fremd auch in Köln, obwohl ich mehrmals dort zum Besuch war. Für mich Bonn ist meine Heimat. Also ich bin ein Bonner. Ich habe, wie gesagt, in Bonn Deutsch gelernt, studiert, gearbeitet, geheiratet, meine Kinder in Bonn bekommen, meine Firma da gegründet, mein Verein war in Bonn, Studentenverein, Juristenverein, alles in Bonn. Deswegen Bonn ist meine Heimat. Nur jetzt, wenn ich reise sehr viel, also ich reise um die ganze Welt, beruflich und privat. Wenn ich jetzt denke, ich reise 2 Wochen, 3 Wochen, jetzt ist die Zeit, ich gehe zurück nach Hause, dann ist für mich immer Bonn, ist mein Zuhause. Natürlich, mein Dorf ist jetzt weg, ist besetzt, Syrien ist zerstört, das heißt, meine Heimat ist komplett weg durch den Krieg. Ich war seit 1998 nicht mehr dort in Aleppo und dieses Heimatgefühl ist dann wieder weg. Meine Freunde, die Aleppo besuchten, jetzt in dieser Zeit, sagten sie mir auch, wenn du dahin gehst, du wirst niemanden kennen, weil die Menschen sind auch weg. Also die Steine sind zerstört, Gebäude sind zerstört und die Menschen, die man kennt, sind auch weg. Ich habe Aleppo noch als Erinnerung von damals. Aber wenn ich jetzt nach Aleppo gehe, ich denke, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, ich werde dieses Gefühl der Heimat dann verlieren. Ja? Mein Dorf nicht, weil mein Dorf ist sehr einfach gebaut. Das sind Berge, Berge kann man nicht zerstören. Aber die Stadt, ich denke schon, diese Bindung ist weg. Ja? Und dann bleibt Bonn. Und ich gehe immer gerne zurück nach Bonn. Danke. Wird die Zweitheimat zur Erstheimat? Ja. Heimat kann auch ein Geruch sein. Gibt es einen Geruch aus deiner Kindheit, den du nie vergessen wirst? Ja, also wenn ich jetzt nochmal ans Dorf denke, ja. Weil mein Großvater, also mein Onkel hat da gelebt und der hat viele Ziegen gehabt. Und bei uns, die Ziegen wohnen im Haus, die sind nicht außerhalb. Und natürlich, Ziegenkot ist überall und dieser Geruch von Eseln, von Ziegen und von den Bäumen, ja, das ist dieser Geruch, habe ich noch in der Nase und im Kopf und das vermisse ich noch. Ja, obwohl das Kacke ist, ja, aber das ist Heimat. Ja. Lieber Gian, herzlichen Dank für diese sehr persönlichen Einblicke und die Einblicke in das Ankommen in der Zweitheimat, die zur Erstheimat geworden ist. Zwangsweise oder aufgrund der vielen, vielen Zeit, die vergangen ist. Meine Damen und Herren, Ihnen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es gibt jetzt zwar... Vielen Dank.